Noch nicht, nein. Das wird wahrscheinlich auch noch etwas dauern, obwohl man als ehemaliger Polizeipräsident ja einiges gewohnt ist, wenn es um sehr, sehr dramatische Situationen geht. Aber es ist eine Kollegin aus dem Stadtvorstand, die hier so schrecklich betroffen ist, und das macht uns alle, auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen aus der gesamten Stadtverwaltung, wirklich traurig und fassungslos. Wir müssen mal sehr sorgfältig analysieren, das macht ja auch die Polizei jetzt und die Staatsanwaltschaft, wie das Täterprofil aussieht. Ist das ein Einzeltäter gewesen? Und dann muss man daraus entsprechende Folgen ziehen. Für mich ist es nur ganz, ganz wichtig, gerade was die vielen Tausenden Menschen, die sich kommunalpolitisch engagieren, betrifft. Wir brauchen den engen Dialog, das Gespräch mit den Bürgern. Wie sollen sonst auf kommunaler Ebene Entscheidungen getroffen werden? Und davon dürfen wir nicht ablassen, auch wenn so etwas Schreckliches passiert ist. Das ist etwas, was man nicht in der Hand hat, dass sowas passiert. Und es hätte in jeder anderen Stadt auch passieren können. Trotzdem ist es etwas, was einen traurig stimmt. Es ist auch nicht ansatzweise vorhersehbar, wie die Menschen mit dieser Nachricht umgehen. Und deswegen gilt es nur abzuwarten. Morgen ab 18 Uhr werden die Wahlergebnisse sein. Und die Bürgerinnen und Bürger, die Wählerinnen und Wähler sind so verantwortungsvoll, dass sie schon ihre Entscheidung richtig treffen. Ich kann es am besten Willen nicht sagen. Da geht es nicht um persönliche Einschätzung, sondern es geht darum, was das Gesetz vorschreibt. Und das Gesetz und die Wahlordnung und das Kommunalwahlgesetz sagen, in dieser Situation muss die Wahl tatsächlich stattfinden.